bin Walter Kretschi, der 1000-Lieder-Texter. Ich habe wirklich über 1000 Texte geschrieben. Bin ein Kriegskind. Wir sind dann bis zum Bombardierung von Hamburg sind wir in Bildschirm zur Schule gegangen, meine Schwester und ich. Anschließend sind wir nach Hitzacker evakuiert worden. Da haben wir dann ein paar Jahre gewohnt. Wie wir wieder zurückgekommen sind, wie das vorbei war mit der Bomberei und mit dem Krieg, da sind wir in die Schule wieder in Bildschirm gegangen, wurden aber ein Jahr zurückversetzt und durften dann nur noch auf die Baumschule gehen. Da die Bäume ja kein Englisch sprechen brauchen, habe ich auch keine Englischkenntnisse. Meine Lieder, wenn ich die in Englisch hätte schreiben können, wäre ich schon lange ein reicher Mann. Jetzt bin ich reich an Erfahrung, aber kein reicher Mann. Weiter ging es dann, da habe ich eine Lehre absolviert als Zimmermann. Habe dann gedacht, nein, so geht's nicht, mein lieber Walter. Da habe ich auf der Unität 12 Silvester Alkohol studiert, Wirtschaftspolitik. Da bin ich von einer Wirtschaft zur anderen getorkelt. Nach meinem beendeten Studium bin ich am Deutschen Schauspiel angefangen. Habe da 12 Jahre als Bühnenwerker oder auch zu Deutsch gesagt Kulissenschieber gearbeitet. Dann habe ich mich hochgearbeitet, dann war ich erstens Jägermeister, zweitens war ich Waldmeister und zum Schluss war ich Betriebshausmeister. So, dann fing erst an mit meinen Krankheiten, hatte ich eine linksseitige Lähmung, die ganze linke Seite war gelähmt, wurde daraufhin behandelt, dann habe ich wieder weitergearbeitet, bis zu meiner praktisch vorzeitigen Rente. Herr Kretschi wird voraussichtlich Rentner auf Gehirnschlag und Schlaganfall. Dann habe ich mit dem Herzen das gehabt, bekam eine Herzoperation mit einigen Bypassen. Habe noch, nachdem bin ich in einen Gesangverein reingegangen, Liedertafel Bild steht, da bekam ich einen Gesäßschlaganfall. Das habe ich aber alles überstanden. Ich habe eine Frau, die muss ich 10 Jahre lang schon pflegen. Die liegt 10 Jahre lang praktisch am Tag 22 Stunden im Bett. Aber das alles würde mich gar nicht so berühren. Ich bleibe und bin ein lustiger Mensch. Ich habe vor, noch einiges zu bewerkstelligen. Das heißt ja nicht umsonst, wer rastet, der rostet. Oder wer rostet, der rastet. Und ich bin kein Mensch, der rasten mag. Ich muss immer weiter kreativ sein. Und ich könnte allen Menschen nur empfehlen, im Alter, macht irgendwas. Lebt nicht so in den Tag hinein oder hängt nicht nur vor der Fernsehglotze. Das Leben kann noch so schön sein, auch wenn meine Frau krank ist. Da geht das immer weiter. Ich pflege sie mit aller Hingabe, was ich kann und was in meinen Kräften steht. Aber selber bin ich so glücklich. Nun habe ich mich beworben bei einem Casting. Da bin ich ja gespannt, das ist am 29. April, am 28. wäre ich 76. Ja, ich hatte schon goldene Hochzeit. Da war natürlich der Raum gerammelt voll mit 3 Personen, mehr haben wir leider nicht. Unten sollte ja die Musik spielen, habe ich abgesagt für 3 Personen, da wollten alle Künstler kommen. Das ist ja so, weil ich bin da der Walder, ne? Da macht man ja auch was draus. Ne? Bei der anderen war Gottschalk und alles, was da noch so drum kraucht und rumfleucht, da wird natürlich sich der Arsch aufgerissen. Aber bei einem Menschen, der ein Leben lang gearbeitet hat, der ist gleich null, der ist Asche. Da sagt man immer, die breite Masse. Masse bedeutet Scheiße und da tritt man gerne rein. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Das ist praktisch so mein Lebenslauf. Okay, ich muss das mal wieder ausmachen.